Ein herzlicher Gruß und willkommen sei wie alle Nieuwsgierigen, die hier sehr interessante Geschichten hören. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören. Ganz bosig kam auf einmal ein Sturmsturm. Grote Wellen kommen hochgejocht en schmeiten de Lamm hand en her. Dort war der Tod sehr. Die Männer in de Lamm fühlten ihre roten Fäuste an. Die Männer schrien Angst, weil sie wussten, wie gefährlich so ein Wader auf dem See Genezareth worden kann. Ein Wader juckt eine Walbote in de Lamm. Der Sturm jült und der See brüllt. Oft dort noch Radung. Einige Männer, die da in der Lamm wären Forscher. Sie hatten also manchen Sturm überlebt. Aber das Ort wir so schlimm, so was Schlimmes haben sie noch niemals belebt. Halt uns, wie kommen an? En als zij om ihr Leben kämpfen deiden, lag Jesus hingen in der Lamm en deed schlopen. En in ihrem geratzen Trubel gingen sie naar Jesus en roepten. Meister, gibst du nicht Raum, wenn wir ankommen? Halt uns doch, wir gehen unja. Wem des du am Help roepen, wann de Wellen von Angst und Sorgen in den Lebensschöpf sich näher drängen? Jesus ist Herr über alles. Er stund ab und deed dem Wind beschwichtigen. Sei ruhig, hou die Laien. En voorts lädt sich der Wind und ward ganz still. Dort schien so, als wenn dort noch niemals ein Anwader gejeft hat. Bedutzt erlebten die Jünger das Wunder mit. Wer ist das, Jesus? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen an. Jesus ist der Herr über die ganze Gewalten in der Natur. Und er kreuzt über alle Krankheiten und bei sie Gäste. Und Jesus ist der Herr über dem Tod. Keiner ist so als er, und keiner kann dort tun, was er kann. Und die Jünger dachten, sie würden mit Jesus taub im Boot eingehen. Wo ist dein Glauben? Woran habt ihr Angst? Diese Frage mussten sie sich dann auch von Jesus gefallen lassen. Jesus ist auch der Herr über die Wellen oder Troubles, was in deinem Leben sind. Du kannst mit ihm über deine Troubles reden, als dort mit Sorgen sind, oder über die Schultroubles sind, aber auch über Krankheit. Jesus ist der Herr und dawegs brauchst du nicht Angst haben, du kannst ihm vertrauen. Ciao, zeichnet einfach vom interessanten Geschichtenprogramm. Und wenn du Fragen hast oder Antwort schreiben willst, dann hast du noch diese Adresse: teleninos.py@gmail.com. Und nochmal buchstabieren wieder: teleninos@gmail.com.